Am Namen von Eurosolar Lützeburg begrüßen Sie sich ganz herzlich an Ihren respektablen Funktionen hier auf der 11. Zeremonie von Solarpreis. Dieser Solarpreis geht seit 2003 und den ist an diversen Intervallen bislang überreicht. Am Anfang war es all Jahr, zwischen dem letzten 2019 und dem zweitletzten 2012 waren es 7 Jahre. Am Juni haben wir uns vorgeholt, für alle 2 Jahre auszuschreiben. Oder kann ich so ein Photovoltaik, das ist an aller Munde. Wie wird dann die nach Solarpreis? Das Potenzial von der Photovoltaik ist noch lange nicht ausgereizt. Und außerdem ist Solarstrom, die billigste Strom, wie die Zölle von der IEA das belegen. Nicht alle Jahre ist Solarpreis über dem Oscar, das hört man mit kleiner Masskritik hier am Land zu tun. Aber 2 Jahre fanden wir das schon umgebracht, weil es muss Geschenk gemacht werden. Und das weiß ich spätestens hinter den 3140 Seiten vom IPCC-Report vom August des Jahres. Wobei, wie der Robert Habeck sich ausgedrückt hat, das ist nicht ein Kenntnisproblem, das ist ein Handlungsproblem. Wir von Eurosolar schaffen schon mehr lang dafür, dass endlich an die Wahrheit, am Mai, sehr gehandelt wird. Als Erinnerung, Eurosolar ist entstanden aus einer Band von qualifizierten Early Adopters am letzten Jahrhundert, Anfang der 90er Jahren. Sie haben damals schon gesehen, dass erstens das Klimaproblem erkriegt durch die zu viel fossile Brennstoffe und zweitens, dass die Photovoltaik nicht nur ein großes Hilfe, mehr am Anfang ein essentiellen Teil von der Lösung ist. Wir müssen nur handeln, Niveau von der Produktion, von der Distribution, vom Stockage. Die Systeme, die bislang mit den fossilen, allen Brennstoffen funktionieren, die müssen umgestaltet werden, um mit den Erneuerbaren zu funktionieren. Ein anderes wichtiges Element, das verlangt, das notwendig, dass unser Appetit und Energie reduziert wird. Stichwort Sobrietät Energetik. All das sind ergeben Diskussionen. Leider kann in aus den Reibungen an den Diskussionen keine Energie gewinnen. Dabei könnte ob alle erneuerbare Energie weil es geht ja darum, die all dissoziierte Energien komplett durch die erneuerbaren Energien zu ersetzen, so sehr wie möglich. Wir von Eurosolar sind, wie gesagt, vom Anfang von diesem Jahrtausend, aber auch schon ein bisschen viel drin, geduldig. An Herrn Hochschwätzen und Vizepräsidentin Prof. Dr. Susanne Siebentritt, den Prof. Dr. Philipp Dale und den Dr. Max Hilaire Wolter, der noch bei Eurosolar im Komitee ist, mehr im Detail über uns geduldig ungeduld. Und wir helfen gern. Natürlich sind wir als Eurosolar auch froh, dass an der letzten Monat von den zuständigen Ministerien ein ganz paar die Sachen an die Wege gelegt sind, für dem Handlungsdefizit abzuhelfen. Dass dabei nicht alles auf dem Dibbelsche festgelöst kann gehen, dele Depart, das lässt sich durchaus rationell explizieren, weil all technische Entwicklung als nicht linear, aber sie geschieht stoßweise kontinuierlich, war disruptiv. Und auch die Grüntechnologien in Domänen, an dem Lützeburg sich positionieren sollte. Außerdem ist die Energietransition etwas, bei dem viele Elemente zusammen funktionieren müssen. Viele Räder an den greifen, an einen Cours de route, den dann, wo vielleicht der Rädchen fehlt, oder wo muss ein bisschen neu ajustiert gehen. Dass sich trotzdem Sachen dienen, das gesagt ja bei unserem nicht repräsentativen Echantillon, mit ganz hoffnungsvollen Echantillon von den Kandidaturen für den Solarpreis des Jahres. Das ist natürlich Material, wie wir können es produzieren, die Flächen, die mit Photovoltaik sollen zugelöst gehen, auch helfen für die Gestion vom Reso, ran und raus, gibt ja eine neue Verdelung, Neuzuchtresoen. Und das ist für allem auch an der Mobilität, die ja ganz gewichtige Faktor ist an der Gesamtenergiebilanz hier im Land. Auch das ganzheitlich Planen mit der Architektur von Anfang an, die erneuerbar mitdenken, also ein wichtiges Element, was wir hier auch bei den Kandidaturen gesehen haben. Und auch der Second Life-Aspekt bei den Materialien, beim Bauen. Und dann erinnere ich ganz gerne an den Guide Archi PV, den wir für einem Jahr vorgestellt haben, der weist, wie eine Architektur, Ingenieurskunst und Photovoltaik kombinieren soll, kann. Bei den Kandidaturen ist dann noch der partizipative Volet dabei, ein aktiven Teil von der Energietransition sind. Und dann noch als den didaktischen Volet nicht vergessen, selber machen, wie es geht.
dann versteht ihr besser, wieso die ganze Energietransition richtig, wichtig, neidisch, andränglich ist. Und das ist dann sozusagen eine Zugänglichkeit von den 3140 Seiten IPCC-Report, die uns alle gelesen, ich brauche nicht mehr darauf anzugehen. Den Zugang ist aber wichtig, weil, wenn ihr versteht, was ihr machen soll, da fällt es einem mehr leicht, für es zu machen, für es richtig zu machen. Und dann nur ein kleiner Klammer, da wenn es am Anfang gibt es in einem Jahr auch den Eurosolar-Podcast Sonne am Stecker. Weil eine von unseren Missionen von Eurosolar ist, dass sie auch Multiplikateur sind, explizieren, informieren. Ein Kriterium vom Solarpreis, das ist den innovativen Charakter. Du musst vorgestellt, was das etwas Neues, was das dann differiert. Am Sinn von, was das auf einer Platz ist Standard, und eigentlich soll es entdeckt. Und nach gezeigt beim Implementieren. Weil wir sind ja just die Reiskehr, zu klein, minuskul. Wir wollen machen, was wir sind. Wieso können die nicht führen? Nach ein paar Remarken zum Reiskehr. Auch heigeln Regeln von der Arithmetik, der Addition, Reiskehr, all Einzelnen wird gebraucht. Vielleicht ist es doch die Reiskehr, den der Sack umfallen geht. Der Piper liegt flitter fort und es löst einen disruptiven Sturm von Innovation, Dynamik und Handlung an geringen Technologien aus. Auf der anderen Seite so ein Sache Standpunkt, weil ob wir Reiskehr sind oder echtere Kürbis, das hängt von dem Point de vue auf. Ich denke an den nationalen Overshoot, der unseren ökologischen Footprint. Für mich als dem eine Dimension pro Kap eine moralische Verpflichtung für zu agieren pro Kap. Und nicht just für Eurosolar, aber für uns alle als die Energietransition eine Herausforderung, ein Défi technique commun sozusagen. Und eine Menge anderen ist nur noch ein Défi de Souveränität für Lützeburg, für Europa, für uns alle. Das gesagt, nach ein paar Mercien, all denen, die eine Kandidatur gerecht tun, die weißt, was möglich ist. Merci dem Jury, den Membern aus dem Komitee von Eurosolar, der war kompetent verstärkt am Semirai Amedova, am Gilbert Theato, Direktor von MyEnergy, am Marc Thein, Präsident von der Fédération du Génie Technique. Merci der Chambre des Métiers, dem Gilles Reidinger, seiner Equipe für den Leben Empfangheit, dass wir dürfen heißen Novent. Und noch merci unsere Partner vom Solarpreis, dem OAI, der Chambre des Métiers, der FGT, der Chambre des Artisans und MyEnergy. E besonnesche Merci auch nach Fleischlomanner für diesen Abend, mehr für sein Wirken insgesamt, dem Gründungspräsident, der langjährige Präsident von Eurosolar. Und nun kann ich dann nun von Eurosolar endlich direkt sagen, unserem eigenen Präsidenten Henri Cox. Ihr Präsident, also ein weiteren Titel, den hier innerhalb von ein paar Wochen kriegt. Kürzlich als CEO, das wirst du alle Champion am Duathlon gehen, an der M60-Klasse, also die Kategorie, das könnt für la Klasse. Anlo wost du net mehr bei Eurosolar an der direkter Verantwortung was, an dem noch gut Zeit hast für ein klein Höllf für den Duathlon-Titel zu verteidigen. Den Titel als Eierpräsident, den hast für immer. Das war von mir aus, ein Rätsel soll nicht ewig dauern, wie soll ewig verhalen gehen. Der Christian Göbel, der feiert nur durch den Ofen. Vielmals merci. Ja, dann noch von mir schönen guten Abend. Merci Paul für die Introduktion. Vieles was du gesagt hast, probieren ich da ein bisschen am Detail umzugehen, aber auch nicht viel am Detail, weil es sind eine Reihe Projekte rausgekommen, am ganzen 22 Projekte, die bis Ende Juli sich konnten manifestieren. Und noch einer erster Analyse vom Jury haben wir 9 Preise an einer engen Selektion gehabt. Das an den Kategorien Gemenge steht, öffentliche Service, Solararchitektur und nachhaltige Entwicklung, Entreprise, Commerce, Landwirtschaft, Assoziationen, Medien, Transportsystem, Education und Formation. Das waren die Kategorien, die wir ausgeschrieben haben.
Und das ist ganz interessant, dass man an all diesen Kategorien auch Kandidatur gekriegt haben. Und genauso interessant ist es, dass an der ersten Selektion von der Jury auch Kandidaturen aus all diesen Kategorien dabei sind. Der Pol hat gesagt, ich habe mir doch abgeschrieben, ob als Podcast so am Stecker aufmerksam zu machen, weil eine Reihe von den Projekten, die ich nur kurz weisen, die von denen an einer wie langer Version erklärt, 20-30 Minuten also Podcasten, respektiv werden noch eine Reihe von den Projekten an einer Nobearbeitung vom Solarpreis Themologie. Megilo alphabetisch durch die Löschte, die da auf der ersten Seite dem Slide 4 gesehen haben. Ein erstes Projekt, den ich präsentieren, ist ein Photovoltaikanlage Parkhaus am Deich zu Ettelbruck. Dieses Projekt wurde von der Stadt Ettelbruck angerichtet. Wir haben hier eine Photovoltaikanlage von 499,8 Kilowatt Peak mit einer gescharter Produktion von 449.820 Kilowattstunden pro Jahr. Danach hat eine Fläche von 2800 Meter Carré und zählt somit zu einer von den größten PV-Anlagen am Norden des Landes. Besonders an diesem Projekt ist, dass dann im Kader vom Jugendsolarprojekt von Greenpeace mit Schülern aus dem Lycée Technik Ettelbruck abgerichtet wurde. Das nächste Projekt ist ein Projekt von intelligenten Trecker. Dieses Projekt wurde von Betik Ingenieur Conseil angerichtet. Es handelt sich hier um ein Projekt von Bâtiment Public, wo 24 nur geforderte Photovoltaikanlagen abgerichtet wurden. Zusammen machen das 600 Panoen, die eine Leistung von 201 Kilowatt Peak haben. Durch die intelligenten Trecker gehen PV-Module über den Dach der Sonne nur gefordert, für so eine Optimisierung von der Produktion zu haben. Hier die Foto aus an einem Zustand geholt gehen, wo eben Panoen relativ Richtungen dat gesagt am Hintergrund vorlegen, weil dann die Luft mit Flur ist an Panoen dann probieren aber Maximum von Sonnenenergie abzufangen. Das nächste Projekt ist Dertschiff. Dieses Projekt wurde angerichtet von der Cell ASBL. Das Projekt basiert auf den Prinzipien von der Off-Grid-Produktion, der Gestion von den Ressourcen für so auf Besoin von den Menschen resilient und nachhaltig anzugehen. Da dann der Bereich Autonomie beim Wasser und Aufwasser, Heizung und Elektrizität sowie der Lebensmittelautonomie. Realisiert wurde durch viel ehrenamtlich Arbeit eine ganz nachhaltige Konstruktion, die eben autark funktioniert. Dertschiff ist ein edukativen Espace, wo vieles über die Ökonomie solidär lernen kann. Bei der Konstruktion geht viel auf der Recyclage von Abfall von anderen Chantiers gesagt. Neben dem Nutzen von der passiven Energie durch Dachstrahlung von den Sonnenstrahlen geht auch eine Solaranlage für die Heizung und Wasserunterstützung von 20 Meter Carré gesagt, an eine PV-Anlage von 110 Meter Carré mit einer Leistung von 20,8 Kilowatt Peak, die neben einem Wandrad von 6 Kilowatt den nötigen Strom für das Gebäude produziert, den dann an einer Batterie von 60 Kilowattstunden gespeichert kann. Das nächste Projekt, ein Erd. Dieses Projekt wurde angerichtet vom CNA. Hier ist ein technisches Projekt. Hier geht es um ein Dokumentär, der Co-Produktion vom CNA auf vom der Cell ASBL produziert wurde. Für die, die Langmetrage noch nicht gesehen haben, ein Erd, also ein ganz interessanten Dokumentär, den Bürger aus unserem Land, aus unseren Reihen, weiß, die sich zusammen dienen, für jeden auf seine Art und Weise, für zusammen mit anderen Leuten, mit viel Kreativität, neue Wege an unserer Gesellschaft anzuschauen. Für so besser zu leben und das an einer mehr solidarischen Approche. Für die natürlichen Ressourcen so zu nutzen, dass sie nicht komplett abgebraucht, respektive verbraucht gehen. Das Projekt von einer Photovoltaikanlage am Parkhaus vom House of Bioholz zu Esch wurde von der NRDIL SA angerichtet. Hier geht es um eine PV-Anlage, die am letzten Stock von einem Parkhaus installiert wurde,
mit einer Leistung von 286 Kilowatt Peak an einer geschatter Jahresproduktion von 255.000 Kilowattstunden. Dann lag hier hat eine Doppelfunktion, einkeier Energieproduktion durch PV-Moduler, und aber auf der anderen Seite die Überdeckung vom letzten Stock von dem Parkhaus. Das Haus von der Familie Streicher, ein volldach integriert Photovoltaikanlage. Dieses Projekt wurde von der Firma Solarwood angerichtet. Es handelt sich hier um eine voll integrierte PV-Anlage. PV-Modulen sind Kuvertur vom Dach. Wie auf der Foto gesagt, wurden noch die Fenster komplett integriert, sodass optisch eine einheitliche Fläche entstanden ist. Es handelt sich hier um eine Ost-West-Photovoltaikanlage mit 25,15 Kilowatt Peak, die an einem Stockage-System hängt. Das Projekt Mobile High Power Charge. Dieses Projekt wurde von der Firma Sales Lenz angerichtet. Wie auf dem Bild gesagt, handelt es sich hier um eine Semi-Remorque, an der eine große Ladestation in Form von 10 HPC-Ladestationen ist, mit einer jeweiligen maximaler Leistung von 320 Kilowatt. Die Remorque hat eine Speicherkapazität von 1,9 Megawattstunden. Das ist ein Premier in Europa am Bereich des öffentlichen Transports und gibt die Möglichkeit, unabhängig vom Reso Busse bei ihren respektiven Linien zu laden. Diese Lösung ermöglicht der Firma Sales Lenz beim Planen von ihren Linien die Elektrobusse auch außerhalb von ihren Depots während dem Tag zu laden. Er gibt die nötige Flexibilität, unabhängig von den fixen Installationen bei neuen Trajekten oder Linien. Das Projekt Empowering Mobility wurde angerichtet von Voyage Emil Weber. Unter dem Titel Empowering Mobility ist das Gesamtkonzept zusammengefasst für die Umstellung auf einen Elektrofuhrpark, also Planen, Infrastruktur und Formation. Ein größeres Defi wäre, dass sichergestellt ist, dass genug Leistung am Depot zu Kanisch aus dem Netz kommt. Allerdings wird sich relativ sehr herausgestellt, dass in uns in Grenzen könnt. Durch die Solution Feederflex von der Firma Nextlab, was eine Software ist, die mit den Informationen vom Stromnetzbetreiber Kreos gefeedert wird, ist es möglich, dass zum Beispiel nur punktuell bis zu 50% mehr Strom kann an den Depot angespeist gehen, für so zu garantieren, dass Busse morgens auch geladen sind. Auch das, ohne dass zu müssen Hochspannungsleitungen gebaut werden. Dieses Projekt ermöglicht somit ein Smart Charging an einem Smart Grid. Das Projekt von einer dachintegrierten Photovoltaikanlage mit Stockage an einer Maison jumelée. Das Projekt wurde angerichtet von dem Architekturbüro Vitry à Vitry. Hier handelt es sich um 2 Photovoltaikanlagen von 17,32 Kilowatt Peak an einer zweiten von 15,76 Kilowatt Peak an einer Gesamtfläche von 182 Meter Carré mit einer estimierten Produktion von rund 29.500 Kilowattstunden pro Jahr. Dann hängt auch an einem Batteriestockage für die Autokonsommation. Daneben gibt es eine Wärmepumpe für das Warmwasser. Voilà, das sind die 9 Projekte, die an einer ersten Selektion von der Jury festgehalten wurden. Und heute dann noch einen kurzen Overview von den anderen Projekten, wo ich aber auch wollte Bilder weisen. Der Paul hat schon gesagt, ich will aber auch heute davon profitieren, den Leuten merci zu sagen, die eine Kandidatur für den Solarpreis 2021 angerichtet haben. Und auch für die, die beim letzten Solarpreis nicht werden für dabei sind sie aber mit ihren Projekten für dabei, wenn es darum geht, Solarenergie zu nutzen, respektive zu promovieren. Du wünschst nach einmal euch all ein grosses Merci, dass ihr mitgemacht habt. Die Jury hat den Paul gezählt, ich kann das noch nachlesen. Übersprang wir dann. Wie ihr gesehen habt, waren viele unterschiedliche Preise dabei, so dass die Jury dieses Jahr zur Konklusion gekommen ist, für 3 Lützburg Solarpreise für 3 unterschiedliche Projekte zu vergeben.
Es geht Solarpreis 2021 und de Projekt Erdschiff Fussel. Es geht Solarpreis 2021 und den Dokumentär Eng Erd vom CNR Assel. Es geht Solarpreis 2021 und Familie Streicher für Solaranlage auf dem E-Familienhaus. Auch hier gibt es keine Priorität, wie ich gesagt habe, es sind unterschiedliche Preise. Und wir fahren, so wie wir sie präsentiert haben, dann auch hier an der Präsentation weiter. Es gibt keinen ersten, zweiten, dritten Preis, mit das jeweils für die Einzelkandidaturen ein Preis. Lief Vertreter Fussel, Eurosolar Lützeburg hat die Grossfried, ihre Projekt vom Erdschiff mit dem Lützeburgischen Solarpreis 2021 auszuzeichnen. Das, weil die realisierten Projekt, also der Bau von einem Gebäude, weist, wer der Text nachhaltig zu bauen, wer der Text am Sinn von der Ökonomie zirkulär zu bauen. Auch wenn die Jury sich bewusst ist, dass ihre Projekt nicht zu 100% Zukunft vom Bauen kann sein, weist die aber auf so viele Punkte, ob wer der Text aufpassen beim zukünftigen Bauen, ob wer der Text sich umzustellen beim zukünftigen Bauen. Das sind wichtige Impulse für das Bauen in naher Zukunft. Aber auch wo das Gebäude steht, nutzt der Erdschiff für weiter zu sensibilisieren und das gerade bei den Jugendlichen, unter anderem mit der Proximität zum Redner Lycée. Ich gebe später bei Panel zu kommen, für das den Solarpreis vom Energieminister Claude Thomas mit der Unterstützung von unserem Präsidenten und unserer Vizepräsidentin überreicht kriegt. Das effektiv ein immens Schenkgebäude hat eine lange Noten gebaut für zu bauen. Ich weiß selber, dass viel Diskussion war. Das ist ein Geschichte von den Gebäuden, was wirklich über da rausgeht, was uns normalerweise zu beschmerzen. Und dafür wirklich Gratulation, ich werde auch schon weiter kommen für das Licht an die Teildienst. Lief Vertreter vom CNA vom SEL. Eurosolar Lützeburg hat die Grossfried ihren Dokumentär Eng Erd mit dem Lützeburger Solarpreis 2021 auszuzeichnen. Mit diesem Dokumentär hat die Leute auf den Ekro am Kino gebracht, die mit viel Kreativität und oft viel ehrenamtlichen Engagement neue Wege erschlagen, für so manches an unserem Alltag mehr nachhaltig umzugehen. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Probleme und Lösungen an unserer schnelllebigen Welt zu erklären. Für Leute zu sensibilisieren und zu motivieren, für mehr lokal zu denken und zu konsumieren. Auch erst ging ich den Preis vom Energieminister entgegenzuholen. Natürlich mit der Unterstützung von unserem Präsidenten und unserem Vizepräsidenten. Da steht die kurze Geschichte. Frankreich, also für drei Filme, die dort gerichtet waren. Die Filme zu Toulouse am Kino sind und haben direkt erst im Kino die Mails in der SMS gemacht, zu so, wir wollen die Filme plötzlich bekommen. Die Filme aus dünn, um Utopia, am Utopolis am geringsten Saal gespielt in Full House, und das zur Zeit, wo man noch kommt, Full House und die Kino von. Ich fand das genial. Das Dünner ein Studium was für nicht, also der Mann war der Film über Aktivisten auf Frankreich, aber auch Entrepreneur, die einfach gesagt haben, viel bringen. Ich finde das genial, dass man so schnell als Zeit auf fertig ist, für so einen Film zu verletzen will. Und ich meine, das ist natürlich sowieso das Problem, was ist nicht ein Problem für Technologie, das ist nicht ein Problem für Finanzen, das ist ein Problem, wo genug Dynamik in unserer Gesellschaft kreieren. Und macht das ganz innovativ, ich meine, dass jeder Film ganz großen Beitrag natürlich großen Messen.
Madame Streicher, Herr Streicher, Eurosolar Lützeburg hat die Großfried Erdhaus mit dem Lützburg Solarpreis 2020 auszuzeichnen. Leider ging es nach vielen Häusern zu Lützeburg und auch darüber raus, wo keine Sonnenenergie genutzt wird. Er Photovoltaikanlage ist nicht ein Firmenkörper auf einem Dach, aber ganz harmonisch an die Architektur von dem bestehenden Haus integriert gehen. Auch weist er ein Projekt flott, dass er mit dem Stand von der Technik haut eine Ost-West-Photovoltaikanlage abrichten kann, für so bestmöglich Sonnenenergie zu nutzen. Ich gebe dann noch ihr Spiel, hier bei dem Tableau zu kommen, an als Ehrenpräsident an heutiges Logement ging ich den Preis überreichen. Zwei Kommentare zu geben. Da würde ich ja noch profitieren davon, nächtens, dass Zeit, wie man als Gruppendemos, wie sie gesagt so gefallen wurden, für wirklich möglichst einfach Dürbenutzung von der Solarenergie zu propagieren. Und hier ist gerade das Beispiel, ich werde die Spuren entdecken. Und dass die Dürbenutzung, die man hier sollte mehr in den Vordergrund stellen. Und da eine Aufforderung als Logementsminister, das als Pflicht zu machen, Klotier, wissen dann ein bisschen drüber Doktorin, aber das Teilfeld an sich innovativ ist und plus schön, als Technik gewesen auch Ost-West-Nutzung, der Tisch mussten immer die südlich total Ausrichtung sind, wir ziehen viele Möglichkeiten, die beweisen, und dafür wird die Jury auch dafür gesucht, dass der Teil eine ganz flotte für Zeigeprojekt was. Gratulation. Wir sind aber noch nicht fertig, man gratulieren. Die Jury hatte das Jahr nicht einfach und hat sich wenigstens für 4 Mention Spezial ausgesperrt. Das, weil die Jury damals die unterschiedlichen Signale von den 4 Projekten will untermauern, weil sie wichtig sind für unsere Zukunft. Jeweils eine Mention Spezial geht der PV-Projekt Parking am Deich, der PV-Projekt Carport vom House of Biohealth, der Projekt Mobile High Power Charge und der Projekt Empowering Mobility. Auch hier gibt es keine Priorität. Wir wollen sie so, wie wir sie von Anfang an in der Reihenfolge kennen. Auch wenn es nicht das erste Projekt und hoffentlich auch nicht das letzte Juren-Solar-Projekt ist, war es dem Jury wichtig, diesem Projekt eine Mention Spezial auszuschwätzen, für zu unterstreichen, wie wichtig es ist, die Jungen für die erneuerbaren Energien zu sensibilisieren, ja zu begeistern. Wir führen allem auch die beruflichen Möglichkeiten mehr zu bringen, weil es fehlt an Handwerker, für die viele Anlagen abzurichten, die nächsten Jahren bei der Energietransition gebraucht gehen. Ich gebe Vertreter von der Stadt Lützeburg, dem Lycée Technik, Dettelbreck, pardon. Ich gebe den Bürgermeister an Vertreter von der Stadt Dettelbreck, dem Lycée Technik, Dettelbreck, an eventuell für Greenpeace, für den Juren-Solar-Projekt, ob wir denn für den Preis vom Energieminister entgehen, oder Motion entgehen. Das wirklich super Projekt nicht nur zu Wetterbrick, sondern eine große Messe. Greenpeace, das Greenpeace wird dann in der Schweiz gemacht, über Jahren, und wir noch Projekt als letztes gemacht. Das ist nicht immer einfach, wir brauchen noch Akkoren, auf der Sicherheit, das wir das noch, soweit das Departement Publik, auch die ganzen Sicherheit und die Funktion Publik, wo wir so weit schaffen, dass wir noch viel so Projekte machen. Am meisten auch den Lycée Technik von Nettelbeck. Ich weiß nicht, ob der Markt wird, dass eine Equipe von Ihnen in NRW, am Moment auch Glasgow,
man Velo mat aber eng Wohnhänger de Projekt hun fir Leute zu interviewen an de Klimaschutz opmerksam zu machen. Se einer Liste ich muss schon gar so mittlerweise schon war mein Lieblingsliste, weil du wirklich ganz flott die Welt, dass man Solateur oder so weit kriegen, die den solären oder optischen für Messi und dann natürlich auch den Bürgermeister, den Menschen gut Idee hat für die Schule, die Sänger Gemeng als nutzen würde für die Projekte zu merken, neben dort Schüler, Schulen und noch Gemengen zu tun. Den Projekt von der PV-Anlage Carport vom House of Biohealth weist, wie erneuerbare Energien von Ufang von einem Projekt kann man umdenken. Hier ist eine flott architektonische Integration gemacht gehen, da sowohl an der Trägerstruktur von der Anlage wie mit den PV-Module selber. Die Anlage hat neben der Produktion von Energie auch eine technische Nutzung am Kader vom Konzept vom Gebäude, weil es so den irdischen Stock überdeckt ist, ohne müssen einen massiven Dach zu bauen. Neben dem architektonischen Element weist das Projekt aber auch, was in ob versiegelte Flächen nach dem Potenzial hat, für Solaranlagen zu bauen. Hier ging ich dann Vertreter von der Firma Enerdeal Bierden Motion vom Energieminister entgegenzuwählen. Ich habe in die Moje bombardiert Karl Schneider. Ja, wir hatten möglicherweise Deckel und der. Und ich denke, das wirklich der nächste Projekt, wo man wirklich Carport zu tun hat, wo man ein Parkflash, ein Parkhaus überdecken, ich denke, die wäre das Beste so für dieses Projekt, für all die Projekte, die als Entrepreneur ausschließt, für den Beste. Und dann eben noch Energie, die Idee von den Aktivsten, was natürlich im Solarmarché, wie 100 zu Lützburg, plus ou moins, ich glaube, es ist im Bereich 105 Hektar Parkingen. Das heißt, das ist noch viel zu mehr. Gut, die haben wir nicht geschafft. Wir hoffen, dass wir der Ausschreibung im September lanciert haben, dass wir viel mehr Parkingen kriegen. Und das auch als Supermarché und all die anderen, die große Parkingen, dass die so mal abspannen für auch du in der Solaranlage zu kriegen. Das ist so immer so ein Kerl, so gerät, geschneit und wir werden dann da. Und im Sommer, wenn man in den Berg wird und in dem Auto gebackt wird, dann ist auch noch eine Idee für so was. Die zwei nächsten Projekte haben etwas gemeinsam. Beide Projekte haben mit der Mobilität von Haut auf Mord zu dienen. Ein Domain, der 66% von der gesamten Energieverbrauch zu Lützburg ausmacht. Beide Projekte weisen, dass dezentrale Lösungen wichtige Bausteine sind für die Energietransition. Die Firma Sales Lenz präpariert sich mit ihrer mobiler Ladestation für die Zukunft, also an Asdomat, Weg für ihre Park von Bussen weiter zu elektrifizieren, an der teils unabhängig von fixen Ladestationen. Neben der Flexibilität auf Seite von der Unterprise selber ermöglicht das Mobilinfrastruktur auch Plätze zu laden, wo das Stromnetz das nicht unbedingt von der Kapazität hier geht, für Matzen am Dach in kürzester Zeit Bussen zu laden. Dieses Projekt ist ein wichtiger Puzzleteil für eine andere Mobilität. Ich gehe Vertreter von der Firma Sales Lenz, wir die Motion vom Energieminister entgegenzuwählen. Vielleicht noch ein Wort, das ist wirklich eine e-molische Installation, das ist das auf einem Unhänger, wo die High-Power-Charger drauf sind, auf einer Batteriereserve, und das erlaubt eben noch ganz schnell eben dann Bussen zu laden. Ich weiß nicht, ob das andere was machen, als was François Bausch über den Energie-Thermes,
gibt kein anderes Land, das so schnell an seinen Bus Richtung elektrisch bringt. Das ist eine riesen Challenge auch, für dann auf den wichtigen Platz den Strom zu holen. Und das heißt eine Möglichkeit für eben eine gewisse Flexibilität anzubieten. Mit ihrem Projekt Empowering Mobility hat Voyage Emil Weber ein wichtiges Element von unserer zukünftigen Energieversorgung haut schon an ihrem Depot zu Kanisch realisiert. Voll Integrierung von ihrer Ladeinfrastruktur an der Stromreso. Hier ist die Smart Grid Realität, auf vielen anderen Sektoren ist das nach Zukunftsmusik. Dieses Projekt ist ein wichtiger Beitrag, für das Netzbetreiber die Erfahrung sammeln können, wann es ist, sich umzustellen, um am Konsumateur zusammen aufzustimmen, wie viel Strom Netz kann kreieren. Ich gebe Vertreter von Voyage Emil Weber für Hitbiden vom Energieminister Mention Spezial entgegenzunehmen. Ich meine, die dritte Projekt, die also ganz flott ist unmöglich, dass man Plätze, wo man so ein Netz Engpassung einfach da mehr Kapazität ranzubringen. Ich denke, das flott, dass ihr was Kreos auf dem Weg eingesehen, den technischen Know-how könnte als ein Start-up, die Kreos gegründet hat, die ist Next Lab, und die tote Beispiel, also der verdient und merkt natürlich bei so auf einer Platz im Land, die mich schnell führen. Und dafür auch eine große Merci. Voilà, das waren die Auszeichnungen am Kader vom Lützburgischen Solarpreis 2021. Nächste Rendezvous für den Solarpreis, sicher eine andere zwischendurch, an 2 Jahren, also viel genug Zeit für viel flott neue Projekte zu realisieren und natürlich dann bei uns anzuregen. Ich übergebe den Susanne das Wort für mein Exposé anzufangen. Merci. Ja, wir haben jetzt verschiedene punktuelle Projekte gesehen, wie es vorwärts gehen kann mit erneuerbaren Energien. Und die Preisträger können zu Recht stolz sein auf das, was sie beigetragen haben. Sie haben beigetragen dazu, dass wir schneller 100% erneuerbare Energien erreichen können. Und ich möchte im ersten Teil des Exposés möchte ich nochmal auf die Dringlichkeit hinweisen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen den IPCC-Bericht vom August gelesen haben. Das IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, gibt alle 7 Jahre einen Assessment Report raus. Und man findet alle Reports auf ihrer Webseite, kann man alles nachlesen. Und für jeden Assessment Report gibt es 3 Arbeitsgruppen. Die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den physikalischen Grundlagen. Was wissen wir über das Klima, was beobachten wir, wie können wir unsere Modelle anpassen, was können wir vorhersagen. Und dieser Bericht ist jetzt fertig im August. Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit, wie diese Voraussagen, die Klimamodellierer erarbeitet haben, wie die sich im konkreten Leben auswirken, wie die sich aufs Wetter auswirken, wie die sich auf Wetterereignisse auswirken. Und die dritte Arbeitsgruppe beschäftigt sich dann damit, wie man die Katastrophe noch eindämmen kann. Und die anderen beiden Ergebnisse werden im Frühling veröffentlicht, nächsten Frühling, und nächstes Jahr im September dann der Synthese-Report. Und was es jetzt neu gibt, ist der Physical Science Report vom August. Fast 4000 Seiten. Ich habe nicht die 4000 Seiten gelesen, aber es gibt für jeden dieser Reports gibt's immer ein Summary for Policymakers. Und das sind 40 Seiten, die kann man lesen. Und das Summary for Policymakers ist auch, das sind nicht die Wissenschaftler alleine, die das schreiben. Das wird immer geschrieben von einer Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern und Vertretern der verschiedenen Regierungen, deswegen Intergovernmental Panel,
weil die sicherstellen wollen, dass die Regierungen auch verstehen, was die Wissenschaftler aufschreiben. Und ich habe einfach mal ein paar Ergebnisse aus diesem Report im August rausgegriffen. Und es ist nichts Neues, die Erde erwärmt sich. Die Daten, die wir hier haben, sind die letzten hier beruhen auf Beobachtungen, die ersten auf Rekonstruktionen aus zum Beispiel Eisbohrkernen oder anderen geologischen Beobachtungen. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist unfair, diesen Haken hier zu zeigen, das war schon immer mal heiß. Dieser Balken hier zeigt, wie heiß es in den letzten 100 Jahren war. Und wir sind jetzt hier. Wir sind heißer als jemals in den letzten 100.000 Jahren. Und nur zur Erinnerung, Homo sapiens ist vor 12.000 Jahren sesshaft geworden. Die ganze Zeit, wo wir irgendwas hatten wie eine Kultur, wo wir irgendwas hatten wie eine Gesellschaft, war es nicht so heiß wie jetzt. Entwicklung kann man vorhersagen mit den verschiedenen Klimamodellen und mit den Modellen kann man, im Modell kann man was einschalten und ausschalten. Und der grüne Balken hier ist, was die Modelle vorhersagen für die Temperaturentwicklung der Erde ohne die CO2-Emissionen die menschengemachten CO2-Emissionen. Und ja, da gibt es Schwankungen, aber da gibt es keinen Anstieg. Und ja, die Schwankungen werden verursacht durch vulkanische Aktivität, durch Sonnenaktivität, aber es gibt keinen Anstieg. Und um den Anstieg zu erklären, muss man die CO2-Emissionen der Menschheit dazu rechnen, sonst kann man diesen Temperaturanstieg nicht erklären. Der Temperaturanstieg ist menschengemacht und wenn man sich dann noch die Statistik anguckt, welche Länder CO2 emittieren, dann ist es nicht einfach menschengemacht, dann ist es von reichen Menschen gemacht. Dann ist es von uns in Europa und in Nordamerika vor allem gemacht. Was heißt es, dass das Klima immer heißer wird? Das sind keine Vorhersagen, was wir hier haben, das sind Beobachtungen. Und zwar sind es die Beobachtungen wie seit 1950, ob es eine Zunahme oder Abnahme von extremen Hitzeereignissen gegeben hat. Und in Rot sind alle Weltregionen, das ist so eine stilisierte Weltkarte, Nordamerika, Europa, Asien, Afrika, Südamerika, Australien und Ozeanien. Und in Rot sind alle Weltregionen eingezeichnet, in denen es eine Zunahme von Hitzeereignissen gibt seit 1950 und in Blau alle, in denen es eine Abnahme gegeben hat. Es gibt keine Abnahme. Was man hier auch noch sieht, sind diese Punkte, 3 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt. Und das zeigt an, wie sicher sich die Wissenschaftler sind, dass das aufgrund der menschengemachten Klimakatastrophe passiert. Und die 3 Punkte sagen, die Zuverlässigkeit ist hoch. Was heißt das? Das heißt, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass diese Zunahme stattgefunden hätte ohne die menschengemachte Klimakatastrophe. Das sind alle Regionen, wo es 3 Punkte gibt. Europa, Afrika. Da ist man sich sicher, dass das durch den menschengemachten Klimawandel passiert. Die 2 Punkte, Nordamerika, sind die, wo man sich ziemlich sicher ist, wo es also sehr wahrscheinlich ist, dass diese Zunahme von Hitzeereignissen durch Menschen gemacht ist. Und was man sehen kann, ist, weltweit in allen Bereichen der Erde nehmen die Hitzeextreme zu, und zwar aufgrund der menschengemachten Klimakatastrophe. Ist es schlimm? Das ist ein Bild aus Kalifornien von diesem Sommer. Entlang der ganzen Westküste in den USA hat es in diesem Sommer gebrannt und es haben einfach ganz viele Menschen ihr Leben verloren und alles, was sie besitzen. Es ist schlimm. Dann hat das IPCC untersucht die Zunahme von Starkregen. Das gleiche Bild. In grün
in die Weltbereiche, in denen seit 1950 die Starkregenereignisse zunehmen und in Gelb, in denen sie abnehmen. Es gibt kein Gelb, es gibt nur eine Zunahme. Die Konfidenz ist dann nicht so hoch. Es gibt keine mit 3 Punkten, aber es gibt welche mit 2 Punkten. Also die Zunahme von Starkregenereignissen in Kanada, da ist man sich sicher, dass es sehr wahrscheinlich aufgrund des menschengemachten Klimawandels ist. Und die Beobachtung, dass es weltweit passiert, das sind keine zufälligen Schwankungen, es passiert überall auf der Welt. Und wahrscheinlich aufgrund von Menschen, höchstwahrscheinlich aufgrund der menschengemachten Veränderungen. Ist das schlimm? Wir haben das im Sommer selbst erlebt. In Luxemburg sind wir noch relativ gut weggekommen. Das ist ein Bild aus Wasserbillig, aber ich glaube, die Leute, die in diesen Häusern wohnen, die fanden nicht, dass sie besonders gut weggekommen sind. Und in Deutschland und Belgien sind mehr als 200 Menschen gestorben. In Deutschland rechnet man damit, dass es 30 Milliarden kostet, die Schäden zu beseitigen. Die Starkregenereignisse sind schlimm. Dürren ist ein anderes Phänomen, was durch den menschengemachten Klimakatastrophe hervorgerufen wird. Auch hier, was man beobachtet, ist, seit 1950 nehmen die Dürren zu. Es gibt eine einzige Weltregion, nämlich Nordaustralien, wo die Anzahl der Dürren seit 1950 abgenommen hat. Auf allen Kontinenten nehmen sie zu und auch wahrscheinlich aufgrund der menschengemachten Veränderungen. Dürren sind gigantische Katastrophen für die Landwirtschaft, für die Ernährung der Menschen. Menschen sterben deswegen. Und hat es jetzt was mit unseren CO2-Emissionen zu tun? Was hier aufgetragen ist die Gesamtheit, die kumulierte CO2-Emission und die beobachtete Temperaturänderung der Erdatmosphäre. Und die schwarze Linie ist das, was man beobachtet. Und es gibt ohne Modelle, allein auf den Beobachtungen, einen eindeutigen Zusammenhang. Die bunten Bereiche hier sind verschiedene Szenarien, wo sie verschiedene Szenarien gerechnet haben, und ich zeige die gleich noch, wie die CO2-Emissionen der Menschheit jetzt bis 2050 weitergehen. Und im besten Fall schaffen wir es, unter 2 Grad zu bleiben. Hier ist die Erwärmung bis 2050. Und was das bedeutet, jetzt haben wir schon 1 Grad Erwärmung erreicht. In vielen der Szenarien werden wir schon 2050 über 2 Grad gehen. Und es wird dann eben nicht alles doppelt so schlimm, es wird noch viel schlimmer. Was hier, das sind jetzt Modellrechnungen, gerechnet ist, für Hitzeereignisse, die vor dem Einsetzen der Klimaveränderungen einmal in 50 Jahren aufgetreten sind. Jetzt hat sich die Erde schon um 1 Grad erwärmt, jetzt treten sie 5-mal so häufig auf. Wenn sich die Erde um 2 Grad erwärmt, dann treten die nicht 10-mal so häufig auf, sondern 14-mal so häufig. Es ist kein linearer Zusammenhang. Wir können uns das nicht leisten, 2 Grad wärmer zu werden. Und selbst im besten Fall werden diese Ereignisse wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren dramatisch zunehmen. Das hier sind die Szenarien. Die letzte Zahl bedeutet die zu erwartende Erderwärmung. Also im besten Fall schaffen wir es, unter 2 Grad zu bleiben bis zum Jahr 2100. Das heißt aber, hier ist das Jahr 2020. Das heißt, wir müssen ab sofort runtergehen. Wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, mit den Emissionen runterzugehen, dann schaffen wir die 2 Grad nicht mehr. Und wenn wir
denken, ja, bis 2050 können wir noch hochgehen, ein bisschen mit den Emissionen und dann runtergehen, dann werden wir bei 4,5 Grad landen. Und die anderen Szenarien gehen davon aus, dass die Emissionen weiter ansteigen und dann landen wir bei 7 Grad Erderwärmung und wir sehen jetzt 1 Grad. Und man mag sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. In diesem IPCC-Report machen sie keine Aussagen darüber, wie wahrscheinlich diese Szenarien sind. Die Wahrscheinlichkeit dieser Szenarien wird ausgewertet im 3. Report, im Mitigation Report, der dann im April erscheint. Aber man kann gucken, und das ist jetzt nicht aus dem IPCC-Report, sondern von der Webseite Our World in Data, die jährlichen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2019. Und die steigen immer weiter. Wir sind einfach nicht auf einem guten Weg. Wir müssen viel, viel besser werden. Und bevor wir jetzt alle deprimiert werden, werden meine Kollegen Philip Dale und Max Wolter darüber reden, wie wir davon wegkommen, wie wir da runterkommen. Und es ist super dringend. Phil, it's your turn. Merci vielmals, Susanne. Guten Abend. Oder wie meine Gäste das sagen werden, moin alle Gärten. Also, wie Sie das hören kann, ich bin Engländer. Ich probiere mein Letterboisch auszuprobieren, aber für diese Vortrag oder Präsentation, ich würde, wenn das erlaubt ist, ich würde auf Englisch wechseln, weil das ist mehr bequem für mich und wahrscheinlich mehr bequem für euch auch. Also, Susanne hat ein ganz deichte oder dunkel Bild gemalt da und die Frau ist, ob mir Eis wechseln kann. And I really need to switch to English now. Okay, so I just make a very fast summary of what Susanne said. The world is warming because of CO2. We need to stop using CO2. Most of the CO2 comes from burning fossil fuels, and this is mostly the energy we need to drive our lives in the way that we like. So today we're going to answer 2 questions. Firstly, can Luxembourg go 100% renewable? Because that is not often clear in people's minds. And the second question is, if we can go 100% renewable, how quickly can we get there? And we're going to use one very simple concept to do that, and we're going to do it together. So it's the concept of energy balance. On the one hand, we have the energy we need to live our lives in the way that we wish, and on the other hand, we have the energy that we need to generate. And if we make what we need a little bit smaller, then what we need to generate is also a little bit smaller, and we'll get there quicker. Okay? So this is what I would like to do today. But I'm going to start in a very basic way, because when I meet members of the public, they always have some very basic questions like, are renewable energies really better? Or do renewable energies even make energy? So we're going to look quickly through the data together, so we're all prepared to answer these questions. So what choices do we have in Luxembourg? I'm pleased to say that we have biomass, we have wind, and we have photovoltaics. And the next question is, are they actually clean energies? So we can take a look at this, and the way we look at it is in the following graph, where on the y-axis I plotted the emitted CO2 per energy unit, in this case kilowatt hours, actually generated by the technology. So as you would expect, the fossil fuels here on the right, you emit a lot of CO2, the low end is gas, the high end is coal. What is a bit surprising is biomass. Of course, everybody thinks that biomass is CO2 neutral. That turns out not to be true, because you have to cut the biomass down, you then have to dry it, and you have to chop it and sort it and transport it, and then finally you get to burn it. So it's not CO2 neutral. Wind and solar power actually get you much closer to low CO2 emissions. Of course, these numbers are taken in today's economy, where most of the energy this comes from fossil fuels.
So as we move to a more renewable future, the actual CO2 numbers here will drop still further. Now, the next question is, do they make energy? So what do I mean? What I mean is, to make the solar panel, it costs some energy. And do we get that energy back? And here we look at the energy return, the energy generated on the energy invested. So what we need here is a number greater than 1, and I'm pleased to say for all technologies this is true. And what's particularly nice is that PV and wind, depending upon their location, generate between up to 20 or 30 times more energy than it took to actually make them. So now we get to the energy balance, which I foreshadowed at the beginning. Basically, we have the scale, we have what we need and what we can generate. And the point is that the pink box here, this should most definitely be larger than the blue box. And what we would like to do is to calculate the size of these boxes. So we're going to do one box, what we can generate in Luxembourg, and then we're going to calculate the blue box, which is what we need ourselves. So I do the example for solar because I know it best. There are 4 things we need to know. We need to know the power coming from the sun. We need to know the efficiency of the photovoltaic panels at converting the power of the sun into the power of electricity. We need to know the number of hours of sunshine in Luxembourg. And finally, if we'd like to know the absolute capacity of Luxembourg, and we just pretend to put solar panels on every square meter in Luxembourg, I mean, we can do it, it's a calculation, then we need to know the size of Luxembourg. And this gives us the energy we can generate. So I've done this for biomass, wind, and photovoltaic panels. And the important units here at the bottom, so it's kilowatt hours per meter squared per year. Because what I think is our most limiting resource is our surface area. We don't want to put solar panels across the whole of Luxembourg. Then we'd have to chop down all the trees, and that would be bad. So you see, the biomass, it's good. You can burn it in the winter, that's fine, but you only actually get 2 kilowatt hours of energy per year. Wind is 10 times better, so you get 22 kilowatt hours per meter squared. And solar panels are even 10 times better than that. They're around 180 kilowatt hours per meter squared per year. So the energy density, if you will, is significantly higher for photovoltaics. Now, of course, the million-dollar question is, are they really cheap? Can we afford to do this? So one final graph here, I've got the levelized cost of electricity, and for those of you who don't know what levelized cost of electricity is, this is the cradle to grave, or from the birth of the technology to the death of the technology and the recycling afterwards. All right, so it's the complete cost of everything. And what's really nice to see, these are the latest figures from the Fraunhofer Institute in Germany from 2021 and from July this year. And the important point here is Germany is geographically close to us. So the wind and the solar data are very relevant to us. So what we see is that the price of the levelized cost of electricity is lowest for solar, then wind, then biomass, and then fossil fuel. This is because the CO2 price is rising. The low part here, this is of course utility scale, and up here would be the residential solar. All right? So PV and wind are definitely cheaper than fossil fuels, and they're cleaner. In other words, if today we have to install an energy source in the country, there is no excuse why it should not be photovoltaics or wind power. Okay? There is no excuse at all. So now we've calculated the size of the pink box here. We now turn our attention to the energy need. And traditionally, what you would do is you would go to the Statec website and you would look at lots of numbers and you would take the industry energy and the tertiary energy and the housing energy. But this is really rather unintuitive. You have really no clue where the number comes from and what's happening. So I take a different approach and I borrow from René Descartes. He said, I think, therefore I am. And I updated this expression a bit for the modern age.
which is I am, therefore I consume. For what this means is that I, of course, bought a car recently, and I bought a nice shiny new laptop, and I bought a new mobile phone, and I buy myself some new clothes. But if I did not exist, I would not have made those purchases, all right? Because I just wouldn't have existed. So, you know, a car manufacturer will not build a new car factory unless they're sure they're going to sell the cars, all right? So we, the people, we drive the building of things, and we are the consumers, all right? It's actually, whatever anybody says, it's actually in our hands. So let's carry on with this concept a little bit. So I'm going to actually add up my personal energy score for you, just so I can embarrass myself in front of everybody. I have the heating of my house. I have the electricity going to my house. I have my transport to work, and I have my flights, business and pleasure abroad, and I calculate in my day job, because this is actually an accounting game, who to give responsibility to what. And to make life easy for myself, I said I'm responsible for my work. So this is a deposition machine in our laboratory, and it's really energetically expensive. It uses tons of energy. But that's not my only energy. We also have the embedded energy. This is the energy in our clothes. This is the energy in our laptop, the energy to build our house, the energy to build our cars. All right? This all takes energy. And this is called the embedded energy cost. And I come to this wonderful number, 120 kilowatt hours per day. Can anybody tell me, is that a lot or not? Anybody have a clue? It's okay? It's not okay? I would say that most people don't actually know, right? So this is another point. We have to do a bit of education. But let's actually compare it against some numbers. So there's me when I was a bit younger and feeling cheerful. 120. Luxembourg average is around 200 kilowatt hours a day. If I am in geographical Europe, it's about 90. And if I'm a citizen, an average citizen of the world, it's 60 kilowatt hours a day. That means I use twice the average energy of a person of the world. And we can discuss if that's right or not with a beer later. So there we have it. I just want to do a small bit of advertising now. If you too would like to actually calculate your energy consumption, I created a handy website for you to do this. And it's at e4l.ud.lu. And you just go there and you press this big blue button which says calculate my energy score. And it will lead you through a very simple questionnaire. It's quite similar to the CO2 calculators, except I'm going to give you kilowatt hours at the end, which is a tiny bit more understandable than CO2. And then you compare against people on the website, and you compare against the rest of the world. You can see your energy breakdown, and you could possibly see where you could improve things if you wish. Okay, end of advert. So, how do I calculate the energy that we need for Luxembourg? Well, I take my personal energy consumption, which is all this. I multiply it by the days in the calendar, and I multiply it by the people in Luxembourg. Or I take everybody's energy score and I add it together. So the question is, here's the blue bubble, here's the blue box. Is the pink box going to be bigger or smaller? Can we actually go 100% renewable? Well, I'm pleased to announce, yes, we can. There's, in fact, a factor of 11 difference between the total amount of renewable energy we could actually make compared to what we actually need. So that's the good news. And I'm going to break that down a little bit further. Here's a map of Luxembourg, and the white dots represent all the buildings in Luxembourg, and they take approximately 2% of the land surface. Now, on the next graph, I plot up the amount of land surface we need to go 100% renewable. You can see it's 9%, and that sort of nice flag there represents the area. Of course, it looks pretty dramatic when I draw it this way and when it's all blocked together. So, is that it? Are we done? Is there anything to do? I mean, is it just all on the scientists to make better solar cells and windmills? So this area is, of course, predicated that we can put solar cells and windmills together. All right? This gets you the 9% land area. The other thing we could do, just simple suggestion, is we could try and live like the rest of Europe.
And then we decreased the land area to 4%, which is much more manageable, right? That is only twice the area of the buildings that we have in Luxembourg. And perhaps we can get it even lower when we count in the energy efficiency savings that we are going to make in the next 10 or 20 years. So, sorry, just a small advertisement again. So once you've calculated your personal energy score, you can then see for yourself, if all of Luxembourg lived like you could actually see the land area that this would take. And I even give you the option to choose which renewable energies you would like to use to do that. So please have a go. I would be very grateful. And it's also a little bit educational. So one last graph. We're going to answer the question now, how quickly can we go 100% renewable in Luxembourg? Because we've shown it's possible, right? It is possible. So on the x-axis, I have years. On the y-axis, I'm going to plot energy per year in kilowatt hours per year, but times 10 to the 9 to boost us up to terawatt hours. And what we need to know is a prediction about how fast we can install the energy. So I read carefully the Integrated Energy and Climate Plan as presented by the government last year. And I took the data from this plan and I plotted it. Ka-ching! And here it is. So you see, we plan to install lots of energy. It's looking good. And of course, being a scientist, I want to put a line through those points. I like drawing lines. And so we have to predict into the future, can we carry on installing energy at the same rate? So this is what I did. And of course, we got quite quickly to the top of the graph here. So just make a note, this is 2050, and we get to 10, the number 10, okay? So I changed the graph, and here, number 10, 2050. So it's the same data, I didn't cheat, I just changed the y-axis. And so the point is, this is the energy that we're going to install, all right? So when this line crosses our energy need, we will be at 100% renewable energy. So let's do that. Here it is. So that's when we're going to go 100%. Why are you laughing? It's not funny. Oh, we don't actually get there. Shit. Oh, sorry. So I'm going to die, and we're not going to get there. That's bad. I'd really like for my daughters to live maybe in a more nicer life, I guess. So, you know, what could we do? We could double the installation rate of renewable energy. Ching. That's okay. We might get there, I guess. The other thing is we could try and live like other Europeans. Oh yeah, there we go. So here's the simple, very simple take-home message. If we double the rate of installation and we halve our energy consumption, we get there by 2050. All right? It's very easy and simple to remember. My colleague Max, in a minute, will expand upon that and maybe make it a little bit more technical, but this is the really easy take-home message that we like to give our public. Reduce consumption by factor 2, double rate installation, boom, we're done. Luxembourg shows moral responsibility. It fulfills its commitment to the rest of the world. So, what do we have to do to get there? I see that there are 3 main issues. I think some of our speakers at the beginning touched upon this. The first job is us, ourselves. And what I mean by that, I guess, I exclude this room, but maybe the greater public. We need to increase massively education about energy and power and renewable energy and climate change. So my daughters learn at school about money first, and they'll learn about energy and power maybe in 6, 7, 8 years' time. I'm not sure that we have our priorities correct there. Maybe they should learn more about the climate and the environment and energy at an earlier age. And unfortunately, we have a very difficult task. Behavioral scientists will tell you it's very difficult to get people to change. All right? How many people know how hard it is to quit smoking or any other drug of your choice? It's quite difficult, right? You have to offer people something better in the future if they're going to change. So this is the really difficult part.
I would say the science is done, the technology is there. What we need to do is we need to think about how to change people's behavior. And that starts at home with ourselves. So I started. I also put photovoltaic panels on my roof. I got rid of my 13-year-old car and bought an electric car. I put insulation in my house. It actually works. My gas bill is now 1/3 less, so I was pretty happy. And I went very extremely. I even changed my diet a bit, so I don't eat so much goods which are high in energy. So I see for myself it's possible, but I know it's very difficult to make people change. So this is the first point. Second point, government. Anybody from the government here tonight? So I'm sure they're working as hard as they can, as good as they can, but we need strong governments, strong leadership. It's the government who coordinates the use of land and mandates its use for renewables, possibly. We need good leadership and good governance. And we need it to be long-term. That's the point. The trouble with politics, it's on a 4 or 5 year cycle. And here we have a long-term problem that we need to resolve. And finally, it's all about the money. So Luxembourg, of course, is world leading in money. And some would say this is a massive opportunity for Luxembourg. Just imagine if we were the first country in Western or Central Europe to actually go 100% renewable. We have what's called a business opportunity then. You have created some know-how. And this we, of course, can sell and provide to other people around the world. So we should not see this as something of, why should we bother? We're only small. It doesn't matter. I would say no. We have absolutely, we need to show moral leadership. We can do this, and we should go first. And then we should show the rest of the world how to do it. And it's not as expensive as we think. I did some back-of-the-envelope calculations. It's essentially a very good holiday every year. It's going to be the cost per person. Okay, so with that, I would like to come to my close and summary, which is, just at risk of boring you all, reduce consumption by factor 2, double installation rate, boom, it's done. Okay, thank you very much. Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Energietransition. Ich werde die letzten Tage vom Abend gehen, also die wir präpariert haben. Und ich schwätzen, knüpfen die Uhr zusammen und viel abgehalten haben. Ich probiere die ganzen Sachen, die sie gesagt haben, ein bisschen mehr an den lokalen Kontext zu setzen und mit der Politik zu verknüpfen, die wir haben. Ich möchte noch eine kurze Mal tun, um zu erinnern, dass die Klimakrise auch zu Lützburg gekommen ist. Ich meine, wir gesehen, Monat erlebt, hier ist ein Bild von ihr nach. Wo ganz viele Leute immens hohe Schuld erlebt haben, also wo immens viel Schuld entstanden ist. Und das ist natürlich etwas, wo man sich denkt, okay, wir werden zu Lützburg oft gute Wäsche kommen, das ist aber wieder auszusetzen wie der Fall. Das ist effektiv ein Klischee, und ich würde sagen, aber das ist so. Das ist nicht mehr 5 für 12, das ist effektiv schon bald 12. Das heißt, man muss wirklich als Druck gehen, für die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und zu Lützburg schon mal seit 10 Monaten. Ein Gesetz, ein Klimaschutzgesetz. Und das Klimaschutzgesetz soll also Kader gehen, dass wir eben die Erderwärmung an den Griff kriegen, dass wir als Gasemissionen, die auch verantwortlich sind für den Temperaturstieg, dass wir die an den Griff kriegen. Und an dem Klimaschutzgesetz tun wir stehen Sachen dran, und eine von den wichtigsten ist effektiv gesiedelt als Ziel, wie wir wollen, Gasemissionen von Lo bis 2030 und 2050 aufsetzen. Das heißt, 2050 wenn wir ja klimaneutral sind, da wollen wir ja absolut gar kein, wenn wir just noch net CO2 0, die wollen wir kriegen, und 2030, das ist ein Intermediärziel, da wollen wir minus 55% von dem Niveau von 2005 kommen. Soweit, so gut. Nun haben wir für ein paar Wochen sind die sektoriellen Klimaziele veröffentlicht gehen, die uns sollen auf den dritten Weg bringen. Das sind die heute, und das bestimmt auch schon gesehen. Auf den Weg zu bringen, machen wir es so, dass wir zu Lützeburg immer den 5 Sektoren, also wir delen all die Sektoren, wo Gasemissionen eben entstehen zu Lützeburg durch Verbrennen von fossilen Kraftstoffen, die setzen wir auf 5 Kategorien, auf 5 Sektoren.
Und dann gehen wir alle Sektor gehen wir gewisse Budget, und das Budget treiben wir progressiv von 2021 bis 2030 hoch, sodass wir eben 2030 auf den minus 55% par rapport zu 2005 sind. Also ist es so, dass das heißt, dass CO2-Emissionen an sich ist ja einfach, keine einfach nur über den Stecker ziehen, also okay, das ist gut, wir machen all Jahres verbrennen wir mehr Energie, mehr fossile Energie. Und also, ist das ein realistisches Szenario oder nicht? Und wie können uns die erneuerbaren Energien helfen, für das Szenario oder als Ziel zu erreichen? Und das will ich als nächstes gucken. Und da gebe ich gerne die CO2-Emissionen, die CO2-Äquivalent-Emissionen an eine Energie umwandeln. Das ist von dem, was viel gesagt wird, viel gesagt hat, wenn man sich die Stadttektonik anguckt, vielleicht nicht ganz greifbar. Du meinst aber, die man nicht. Ich weiß nicht, dass du viel so denken. Ja. Das heißt, für das zu machen, für die Zergasemissionen an eine Energie umzuwandeln, muss man natürlich sich mal gucken, wo fallen die Zergasemissionen überhaupt alle gut nun. Und wir hatten das Bild für du gesehen, schon ich weiß nicht, für 2019. Und da sehen wir, dass wir 2019 insgesamt 1300 Kilotonnen CO2-Emissionen emittiert haben. Und die sind angefallen an 5 verschiedene Bereiche. Am Industriebereich, only den Emission Trading System. Das heißt, das ist just ein kleiner Teil von unserer Industrie, die wir kontabilisieren. Ein großen Teil fällt natürlich am Transport an, ein anderer großen Teil am residentiell, am Tertiär. Das sind alle guten Häuser, Wohnungen, Gebäulichkeiten, also Büro und das heute Gebäude. Dann ein gut Steckteil auch an der Agrikultur, durch Beistoffe und allem, und eben noch an der Abfallgestion. Aber wenn wir das total wollen, an eine Energie umwandeln, dann machen wir das, was viel sagt. Wir gehen auf startec.lu und dann gucken wir uns an, wie viel Energie an den Sektoren hier verbrannt gehen ist. Und dann haben wir das heute Bild. Und dann sehen wir, dass die Energie vor allem an der Industrie verbrannt wird, mit 1100 Gigawattstunden, am Transport mit bald 25.000 Gigawattstunden, und am residentiellen und Tertiär mit 12.000 Gigawattstunden. Mir glaube direkt, dass der Agrikultursektor und der Ufergestionssektor dabei sind, aber das, weil an der Agrikultur vor allem CO2-Emissionen entstehen. Durch nicht viel CO2-Emissionen, mehr Zergasemissionen durch die Beiste, die verbrennen natürlich nicht wirklich viel Energie, wie wir sich verbrennen. Ich meine, die ersten zwei Sachen, aber das nicht einfach mehr an unserer Energiebilanz dabei zählen. Und an der Ufergestion wird am Anfang auch ein bisschen Energie verbrannt, aber die sind nicht öffentlich zugänglich, wenn es Kontinental beisetzen. Das heißt, wir gucken also effektiv heute nur 3 Sektoren an, aber das ist aber ziemlich akkurat. Und los natürlich vor, von denen insgesamt 38.500 Gigawattstunden fossile Energie, die wir zu Lützburg 2019 verbrannt haben, wie viel davon haben wir dann eigentlich erneuerbar hergestellt? Wenn wir uns da gucken, dann sehen wir, dass das ungefähr 6,5% waren. Und die 6,5%, die sind am Fond aus, also 5,2% kommen aus der Biomasse und 1,3% kommen aus der Wand, Luft und Wand, Wasser und Solarenergie. Und das heißt, wenn wir natürlich eine ganz normale Subtraktion machen, dann sehen wir, dass der Rest von der Energie, das sind dann 93,5%, die fallen effektiv von den fossilen Energieträgern an. Das ist relativ viel. Also können natürlich auch so ein 6,5% erneuerbare Energie, also nicht so schlecht. Aber als die 5,2% Biomasse, das sind umgerechnet 2000 Gigawattstunden. Dafür sind 3 Viertel Biokarburanten, die am Verkehr auffallen. Das heißt, wenn wir sowieso wegkommen von der Verbrenner am Verkehr, bringen wir doch nicht die umzurechnen. Das ist ja vielleicht eine flotte Statistik, aber keine Strategie, also nicht flott, schon gar nicht langterm. Das heißt, für die Zukunft oder für die Rechnungsleute, gucken wir einfach just, konsiderieren die ganze Energie, die wir zu Lützburg verbrennen, als 100% fossile Energie. Also wo wir das heute in die kleinen Exercice gemacht haben, können wir da hingehen und wir können als Klimaziele, als sektorielle Klimaziele, die wir uns gesagt haben, können wir umwandeln, als Inselneinkehr, an Energieziele. Und da können wir das heute. Und da sehen wir dann auf ihrer linken Seite die historische Energiekonsumation zu Lützburg und auf der rechten Seite die Energiekonsumation, die wir müssten verbrennen oder die wir müssen erreichen, wenn wir als Klimaziele bis 2030 wollen erreichen. Wohl wissen, dass es heute just fossile Energie sind. So lässt es aber so, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, Kinder einfach den Stecker ziehen. Einfach alle Jahre überall mehr Stecker ziehen, bis wir eben da angekommen sind. Das ist realistisch als Wesensschnitt. Da wenn wir zu Lützburg nach einem anderen
leitwenden Fehler sind auch schon ugeschwart, dass der PNEC, den Plan National Intégré en Matière d'Énergie du Klima, an den gesäite pur Szenarien voraus, wie als Energiekonsumation über die nächsten Jahre sich wird entwickeln. An ein Szenario davon, das den Szenario, von dem auch alle Menschen immer Angst hat, und das das Referenzszenario. Das wir immer als Energiekonsumation, wie der viel zum Beispiel proposiert wird, viele proposiert, wir sollen die hochschrauben, wenn man den nicht hochschrauben, wenn man diese lose, wie sie gerade ist, da geht es effektiv auch noch ein bisschen Blut. Aber wenn man da als Klimaziele erreichen, dann muss man natürlich schon mal fossile Energien aufsetzen, muss man die Differenz von der Energie, die man da brauchen, die muss man dann durch erneuerbare Energien generieren. Und das bedeutet, sind heute die Kringbaren, das bedeutet einen riesengroßen Ausbau von erneuerbaren Energien, und zwar ganz fix. Und man neigt aber noch ein anderes Szenario. Und zwar das sogenannte Pariser Szenario. Das ist ein Szenario, das soll als auf der Weg leiden, für 2050 klimaneutral zu gehen. Und das Szenario gesagt natürlich auch ein paar Mesuren voraus. Für die Mesuren sind ganz rutsch, kann ich nicht auswendig, ich kann sich null lesen gehen. Mehr effektiv ist, dass man mit der Konsumation von Energie hochgehen, eben durch zum Beispiel den Umstieg auf Mobilität, also auf Mobilität aus, etc. Und hier ist natürlich ganz klar, dass dann, wenn man als Klimaziel erreichen, dann muss man viel mehr erneuerbare Energie generieren. Das Ziel ist schon viel mehr einfach zu erreichen, wie das Ziel für drin. Bon, das ist alles ein relativ schöner Graph. Wir sehen also nur konkret, wie stark muss man da wirklich ausbauen. Für das zu gucken, man sich mal an, wie ist denn unser Ausbau von den erneuerbaren Energien bislang gewirkt? Wir sehen hier von 2015 bis 2019. Hier ohne Biokarburant, da sind wir über 2000 Gigawattstunden, wir sind bei 800 Gigawattstunden. Und da sehen wir, wenn wir die Szenarien gucken, das heißt für das Worst-Case-Szenario, 20 müsste man die heute Kurve machen. Das heißt, wir müssten pro Jahr 2100 Gigawattstunden erneuerbare Energie dabei bauen, das ist ein bisschen mehr wie 3-mal mehr, wie wir gerade tun. Ja? Also das ist wirklich extrem, was wir da machen müssen, für das Ziel zu erreichen. Für das Pariser Ziel, also der bisschen mehr, sind nämlich noch 710 Gigawattstunden pro Jahr, die wir müssen ausbauen müssen. Das ist so viel, wie wir gerade tun, muss man alle Jahre dabei bauen, für das Ziel zu erreichen. Teilweise sind natürlich, ich meine, sind immens viele Experten im Raum, die auch mit Energie zu dienen haben. Der weiß all gut, was Gigawattstunden ist, der kann das schon herstellen, nämlich probieren, aber ein bisschen bildlich zu machen. Komm, wir gucken uns mal an, so wie die viel so, zu Lützburg die Alternative für erneuerbare Energie als effektiv Wandenergie und Photovoltaik. Da kommen wir gucken uns an, was das für die Energieformen heißt. Den schon die zwei Szenarien einholen, und da stellen sie ab 50% von jeweils von den Szenarien, den Job auf Wandenergie, auf 50% den Job auf Solarenergie. Wie viel müsste ich dann ausbauen? Naja, hier ist Wandenergie, das tun soll und Wandräder, die wir haben. Erstens zu Lützburg, wir sind gerade bei 74. Und wir müssten, für zum Beispiel ein Pariser Ziel hinzuschaffen, müssen wir sie ausbauen, ich sehe das ganz gut, 39 Wandräder pro Jahr. Das Referenzszenario will ich mal erwähnen, weil da gehen wir nicht hin, Punkt. Da gehen wir nicht hin. Für die Solarenergie, da holen wir dann nicht Tunzöl und Solaranlagen, weil ich meine, die variieren an ihrer Größe. Da gucken wir einfach mal die Fläche, die von der Solarenergie verbaut ist. Und da sehen wir gerade 1 Quadratkilometer. Und wir müssten, für das Pariser Ziel zu erreichen, 2 Quadratkilometer pro Jahr beibauen. Das ist unmachbar. Also das ist nicht irrealistisch. Es ist aber so, dass was mehr wie lang brauchen für Treibhausgase oder was mehr wie lang brauchen, viel Treibhausgase emittieren, was ist schlecht. Die Treibhausgase an der Atmosphäre haben einen latenten Effekt. Die verschwinden nicht von heute auf morgen. Das ist auch eine Melodie für weltweit von heute auf morgen die Stecker ziehen. Überall auf der Welt und verdeicht, und wir geben nichts mehr ausstoßen, da geht die Stadt aber noch immer erhitzen. Solange bis die Gase sich nicht natürlich zersetzen, also bis sie verschwunden sind oder absorbiert sind. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir so schnell wie möglich anfangen. Wir können eventuell nur ein bisschen losmachen, wir können es nicht erlauben, loszumachen und dann nur schnell zu machen. Wir müssen Vollgas gehen. Oder besser an voll erneuerbar, weil Gas will wir nicht. Ja. Ein bisschen. Und da, wenn du mir bei Eurosolar, haben wir uns noch ein anderes Szenario ausgedacht. Und zwar haben wir uns das heute ein Szenario ausgedacht. Ich gehe schon die Energiekonsumation, wie wir so hin. Abgesehen auf die 3 Sektoren, fossile Energie,
Und also mehr bei Eurosolar, wir wollen so schnell wie möglich mit der fossilen Energie noch rufen. Wir wollen bis 2030 immer das ganze waschen. Natürlich können wir das einfach so machen, dass wir hier im Dunkeln. Ne? Wir können einfach, wie gesagt, Stecker ziehen, überall im Dunkeln. Wir müssen dann einfach eine alternative Energie finden. Das sind erneuerbare Energien. Und da darf man dann noch beliebig viel Energie brauchen. Das heißt mehr, so bei Eurosolar, so mal, es wäre gut, wenn wir es gibt und 10.000 Gigawattstunden orientieren. Das wäre die heute liegen. Das heißt, wir müssen dann pro Jahr, oder beziehungsweise müssen bis dahin, dann müssen wir dort an erneuerbare Energien ausgebaut haben. Dann haben wir nämlich schnell gesehen, wie viel drin, gucken uns dann ein was das heißt für den Ausbau konkret. Das heißt das heute. Das ist auch nicht wenig. Das ist auch immens viel. Das wären dann einmal, ich muss gucken, 840 Gigawattstunden pro Jahr, die wir dabei bauen. Das heißt, da wir los schon haben, nach einmal. Und schon habe ich schon Dünner geschrieben, das ist natürlich extrem frustrierend, wenn ich selbst gesagt habe. Das ist extrem, extrem frustrierend. Wenn ich Dünner geschrieben, Lützeburg, da steht Produktion 100% Luxemburg. Wir sind zu Lützeburg schon mal die Chance, dass wir Land sind, weil wir einen extrem guten Kontakt mit den Nobelständen haben. Wir sind auch geografisch extrem gut da und wir leben sich vom Handel. Ich meine, in Lützeburg schon immer gehandelt mit den Nobelständen. Und auch die Energie, die wir heutzutage verbrennen, die fossile Energie, die ist bald zu 100%, also just fossile Energie, die ist zu 100% importiert. Weder Gas noch Petrol stellen mehr als in Lützeburg selber hier. Ich importiere sowieso schon Energie. Die können sich eventuell auch überlegen, dass man in Zukunft einfach so, okay, wir stellen nicht die gesamte Energie zu Lützeburg hier, wir just ein Deal. Zum Beispiel 50%. Das wäre dann ein Szenario, wo sich auch Kinder überlegen. Und da wäre der Ausbau natürlich dann viel mehr niedrig. Und noch viel mehr machbar. Ne? Dann hat man just noch 380 Gigawattstunden pro Jahr. Das ist schon viel mehr einfach zu realisieren, wie du die Greenkurve fährst. Also nachher, was hier steht, an Termen von Wandrädern und von Solaranlagen, hier sind die Wandräder, hier sind die anderen zwei Szenarien, die wir nicht wollen, beziehungsweise auch den Blue wäre unter anderem. Und hier sind als Eurosolar Forderungen. Ich meine, das zu gesehen, dass wir echter wollen, ob die Orange-Kurve kommen, wie das wir wollen, ob die Green- oder ob die Blue-Kurve kommen. Für Solaranlagen haben wir die heutige Geschichte. Da sehen wir, dass die Orange-Kurve viel mehr erreichbar ist wie die anderen Kurven. Das heißt, dass der zu viel gesagt wird, das ist machbar, wenn man zu Lützeburg 100%, also dass wir als erneuerbare Energien ausbauen. Wir könnten sie effektiv zu 100% ausbauen. Ob das mit der Wandenergie allein funktioniert, schmengen war also 50-50, der sieht, was man für einen riesen Ausbau von Wandrädern muss pro Jahr hinsetzen, für dass die Welt funktioniert. Bei der Photovoltaik ist es viel mehr machbar. Das ist ein kleiner Vorteil zu der Photovoltaik, wir sind aber Eurosolar, wir stehen zwar nicht mehr für Solarenergie, wir stehen auch für die anderen erneuerbaren Energieformen. Wir sehen hier, die Orange-Linie hat 16 Quadratkilometer, wo man 2030 muss. Lützeburg hat eine Surface, wenn viele das schon an den Bildern gewesen, von 2500 an etwas Quadratkilometer. Und wenn ihr auf die Statistik vom Publikum.lu geht, dann seht ihr, dass 250 Quadratkilometer bebaut sind. Und das möchte den Eurosolar-Preis auch so flott, und auch die Leute, die den Preis gewonnen haben, nur wenn die bewiesen, dass die Fläche, die bebaut ist, die ist extrem, oder die schon bebaut ist, dass die extrem wertvoll ist in Lützeburg, dass man die können extrem nutzen. Stellt euch mal vor, natürlich ist das nicht ganz machbar, aber stellt euch mal vor, wir können auf überall, wo die schon bebaut ist, Solarzellen hier setzen. Da hat man eine riesige Fläche, und da können wir alle gut nice Energie bis man entdecken. Und wir 10.000 Gigawatt schon verbrauchen oder mehr. Natürlich ist es viel, viel besser mit dem Mannerhege Konsum, wie das ist machbar. Und da sind natürlich schon so Szenarien, ich meine, ich weiß nicht, ob es machbar ist, für 23 Wandmittel pro Jahr dahinter zu setzen. Mit Solarenergie, die ist definitiv machbar. So, wenn ihr das schon abhalten, nicht zu langweilen und mit den Klimagasen weiter zu drehen, gebe ich dann kurz auf ein anderes Problem zu schwätzen kommen, den leider oft vergisst wird bei den fossilen Energieträgern. Das ist ein heikles Problem. Hier seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, ich gucke nicht kurz. Ja, gesagt ihr. Okay, und ich schon hören, die Leute so Paris. Effektiv, das ist Paris, ihr seht den Eiffelturm ganz, ganz, ganz knapp, wenn es im ganzen Smog, beziehungsweise wenn es eine schlechte Luftqualität. Und das ist eben so, dass die menschliche Aktivität, die eben dazu führt, dass wir Klimagase ausstoßen, die führt auch dazu, dass wir Luftschadstoffe ausstoßen. Zu Lützeburg zum Beispiel, du guckst mal für allem Luftschadstoffe Noxen, also Stickstoffoxiden, wir gucken uns den Ozon, wir gucken uns den Feinstaub an, wir gucken uns den Kohlenstoffmonoxid an und natürlich auch den Schwefeldioxid. Und all die Gase sind extrem schädlich für den menschlichen Körper. Vielleicht nicht direkt, aber über lange Zeitraum sind sie extrem schädlich.
An alle die Gaser do ginn net nëmmen wie Fi allem durch Verbrenne vu fossilen Energieträger ausgestößt. Das ist extrem wichtig, dass man die an den Griff kriegen. Schon kurz für die Information. Die EU hat eben so gewisse Säulen. Wir haben also verschiedene europäische Regulationen und Direktiven, die man dann an das nationale Gesetz anschreiben. In verschiedenen Fall gibt es verschiedene Säulen, die alle Land sich anzuhalten haben, für das Luftqualität garantiert wird. Nun ist es so, dass die World Health Organization, die WHO, die analysiert die Situation und die guckt also wissenschaftliche Studien und analysiert dann alle paar Jahre, um zu gucken, wie ist gerade der wissenschaftliche Konsens oder was sind die neuesten Resultate, die weisen, wo man hinkommen soll. Also ist es so, für genau einen Monat, Ende September, wird die WHO einen neuen Rapport rausgehen. Und dann sind dann neue Säulen vorgestellt. Und die Säulen sind ein gut Stück drin für verschiedene Gase, wie sie gerade zu Lützeburg sind. Zum Beispiel für NOx-Gase, die schädlich sind über lange Dauer für den Mensch und auch für die Natur, müsste man sich nur der WHO 4-mal mehr haben, wie man gerade tun. Und dann ist eine Sache, ich meine, WHO als kein Gesetz. Ich meine, das sind Guidelines und du musst dann die Europäische Union gucken, ob man die wollen oder nicht. Und die Situation zu Lützeburg ist vielleicht super flott. Hier ist zum Beispiel der Graph von den NOx-Emissionen am NRPCP. Das ist ein Programm, das wir haben, für die Luftqualität zu garantieren zu Lützeburg. Und der sieht die historischen Emissionen, wie man sie schön noch aufdrücken, durch bessere Technologie für allem, weil man fossile Energie verbrennen wir nicht, das wir verbrennen immer mehr. Und der sieht als Ziel bis 2030 unter den allen Säulen. Ja, das sind noch immer die aktuellen Säulen, wie wir sehen, wenn wir so weiterfahren, reichen wir 2030 Ziele so knapp. Mehr reichen sie. Mehr, wenn aber die Europäische Kommission bzw. die Union hingeht und die neue WHO-Guidelines hält, dann müsste man 4-mal mehr, müssen wir nur mal sagen, das 4-mal mehr niedrig. Das heißt, wir gerade auf 10 für 20 Strich, dann müssen wir 2,5 sein. Und da reicht man nie am Leben, wenn wir so weiterfahren. Nie. Das heißt, wir müssen nicht nur für Klimagase, sondern auch für die Luftschadstoffe, muss man die fossilen Energieträger so schnell wie möglich waschen können. Ich probiere ganz kurz davon zusammen, viel an der gesunden Summen zu fassen. Das ist extrem wichtig für die Klimakrise an den Griff zu kriegen und für eine bessere Luftqualität zu sorgen, dadurch, dass man so schnell wie möglich die fossilen Energieträger aufkriegen. Und das können wir machen, indem wir vor allem unseren Konsum aufdrücken, dass wir nicht mehr unnötig viel Energie verbrennen und dass wir unsere erneuerbaren Energien nicht nur zu Lützeburg, sondern auch weltweit, zum Beispiel bei Beteiligung und weltweiten Projekten, massiv ausbauen. Und ich will euch gerne losen, oder probiert mit der heutigen Karikatur, die kennt ihr bestimmt schon alle Menschen gesehen, die ist aus dem Jahr 2009. Und du seht den her, seht, was das von das alles ist, von der Klimakrise, alles ist ein Triggers, und wir schaffen eine bessere Welt für nichts. Das war 2009. Da war, dass der menschengemachte Klimawandel, dass den wissenschaftlich geprägt war, das war noch nicht wirklich, also die Wissenschaftler waren sich ziemlich sicher, aber das war noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Heutzutage, als das an die Öffentlichkeit kommt, vergeht kaum davon, dass Nachrichten davon her, dass wirklich kommt, dass mehr verantwortlich sind für die Klimakrise, für die Erwärmung und für den Biodiversitätsverlust. Das heißt, wenn wir wollen, eine bessere Welt schaffen, wenn wir definitiv machen, wenn wir die fossilen Energieträger waschen und durch Erneuerbare ersetzen, aber wir wollen eine bessere Luftqualität garantieren für uns und für unsere Zukunft, dann müssen wir massiv aufrappen. Auf was warten wir noch? Merci. Vielmals merci Susanne, Phil und Max. Das war der Vortrag, den vielleicht ein bisschen mehr ewig gedauert hat für den von 4 Drünen, aber die sollte aber von allem ewig verhalten. Wie ich vorher gesagt habe, wir von Eurosalami helfen ganz gern, dass Sobrietät Energetik geschwärzt gehen, dass Photovoltaik geschwärzt gehen, das ist ein essentieller Teil von der Lesung. Jolo den Minister für die Energie, der Claude Turmes, sich genehmt vor, aber wir sind nämlich von Eurosal auch ganz froh, dass Sie eine ganz paar die Sache schon zu der Lesung beitragen, Herr Minister. Merci vielmals. Ich meine, Ihnen 3 wirkliche Merci. Das ist Brutalität von der Situation. 30 Jahre mittlerweile, also gewusst, es gibt mittlerweile Dokumente, die nachweisen, dass ExxonMobil und Total
Ende 60er Jahren, Anfang der 70er Jahren genau wussten, was bei uns zukommen, an einem Platz an Windenergie, an Solarenergie zu investieren, und sie auf Fake-Wissenschaftler investiert, Fake-Vereine gegründet, und das hat uns alles 30, 40 Jahre gekostet. Und los sind wir für der brutale Situation. Also ich will, das was Sie so, und das ist auch meine Analyse. Vor ist natürlich, wenn du dann quasi vom Weltmeister von den CO2-Emissionen, das sind wir als Lützeburg, wie kriegen wir die Käier? Wie kriegen wir die Käier auch, dass man die Leute mitkriegen? Weil ich meine, das ist ganz klar. Technologie ist da, Geld fehlt nicht, bald von nicht an diesem Land. Das ist sehr von kriegen wir eine Bewegung am Land, lastgetrippelt, die sich mit der nächsten Vitesse und der nächsten Konsequenz der Sache widmet. Und ich muss auch so die Reiskehrvergleiche, die ich gar nicht gehe, weil wenn ihr so viel CO2-Emissionen hört wie mir, auch historisch, dann Mensch bleibt eigentlich nicht Ernstes übrig. Wir müssen wirklich in Richtung von den Besten gehen. Was wir probieren an der Regierung zu machen, ist, die können vielleicht die 55% sehen, keine Maps. Aber wirklich geht es, dass wir wären von 2010 bis 2020 über 20% hochgegangen. Also hochgegangen an den Emissionen. Wir machen nur eigentlich 3-4 Mal den Tempo von dem, was wir für Drogen machen. Und auch die 55%, also kein den auch so, für was gibt man nicht 70 oder 80% rauf, das wäre wahrscheinlich statt von dem Mist machen, mit froh als, wenn ich ein Ziel an die Welt setze, wo ich wirklich quasi keine Möglichkeit dafür zu rechnen, dann kann das natürlich auch kontraproduktiv sein. Die 55%, da sind wir wirklich weit gesprungen, und das heißt doch, dass wir müssen ganz viele Sachen lasttrippeln. Ich meine, das lohnt nicht den Ofen, und ich meine, das schon ein bisschen spät, für an alle Details zu gehen vom nationalen Energie- und Klimaplan. Ich wollte vielleicht einfach am Bereich von den erneuerbaren Energien so bei der Wandenergie, wir haben, also das sauer natürlich, wenn ich auf verschiedene Plätze am Land vom Naturschutz ein gutes Set, von der Distanz ein gutes Set, gut, und dann habe ich eine bierge Opposition und ich komme nicht dadurch. Ne? Und ich meine, am Moment, ich hatte letzte Bürger, Burgemeester gesagt hat, Menge Bierger, die haben 10, 12 Wandminen haben mir kein Problem. An 300 Meter wie weit hast du quasi ganz durch, was den Abstand möchte, dann wie gehen wir da mal da um? Ich meine, das natürlich immer eine Seeldanz, weißt du dann, wie wir weiterkommen mit der Wandenergie, ohne dass wir eben noch Widerstand, also zu viel Widerstand als produzieren. Und ich meine, wir merken, dass im Moment relativ intelligent, wir gut Investoren, die viel mit der Menge schaffen, die auch viel mit den Leuten schaffen. Und wir kommen gut viel, weil wir ganz groß Anlagen abbrechen. Und die muss verstehen, eng Wandanlage zu Lützburg, 4 Megawatt, 2500 bis 3000 Volllaststunden am Jahr, das ist wie 10, 12 Hektar Wand. Das ist, wir brauchen die Wandanlagen an. Wir müssen auch alle zusammen gucken, dass wir deren so viel wie möglich abrichten. Bei Solar kommen wir aus den letzten, also 2013 bis 2018, war es Mayen Zubau 5 Megawatt. Wir haben an unserem Plan 2030 100 Megawatt Zubau. Brauchen wir. Die gute Nachricht ist, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich über 50 Megawatt kommen. Gut, wir können da so nicht mehr 50 Megawatt von 100, mir ist so nicht, von 55, das war auch schon ein Sprung. Das weist aber, dass wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen machen, dann geschieht aber so Marché, wir haben die Ausschrank für die Großanlagen. Ich meine, ich war der Mitsch nach zu der Verding Weiher, um Kielweiher von der 803 Megawatt angeweiht. Wir haben Chronospanning, neue Großanlage, Kühne und Nagel, die auf dem Parkhaus bei Biohealth, lokit Heinz van Landeweg, das ist, wir haben da einen guten Lauf. Wir haben allerdings noch die Schwierigkeit, dass
60-70% von den Hallen, die haut gebaut gehen. Hier statik nicht ausgerichtet als für Photovoltaik. Und das probieren wir am Franz Feier zu ändern, dass man wirklich PV-ready Hallen und man es kriegen, für das man nicht daran scheitern. Ganz flott, dass auch das Bauern wirklich das schon massiver Solar investieren, wir haben den Preis besser gestaltet, an das wirklich ein Flächebrand, also kann ich davon ausgehen, von den 50 Megawatt sind 20, 25, eventuell sogar 30 bei den Bauern, und das weiß, dass das wirklich ein guten Bereich ist, auch bei den Kooperativen. Ich gesehen in Albe, Poenra. Ich meine, dass man das wichtig ist, dass man mit den großen Bergen anlernen auch weiterkommen. Aber von 50 auf 100 meinst du, muss man nur noch 2-3 Sachen machen. Da denke ich, dass wir brauchen mehr Drive an der ganzen Stromproduktion. Da werden wir Anfang vom nächsten Jahr ein Combine machen. Wir werden noch probieren, das zu kombinieren mit dem Batterieprogramm. Ich meine, das ist etwas, was Eurosolar schon lange fordert. Und wir werden das machen, Wissenschaft schon kadriert, für dass wir die Sonne, die wir ausgehen, dass wir auch wissen, dass die gut ausgesehen sind. Und dann für mich als Stromverbrauch als nicht nur bei den Privatleuten, die muss auch bei den Bürosgebäuden sein und an den Entreprisen. Und ich meine, da gibt es eine ganze Reihe positive Evolutionen, auch von den Entrepreneuren, gebe ich so selber. Da muss man natürlich überlegen, ob man nicht irgendwann durch Energie von Baden-Württemberg haut, dass eine Solarobligation für alle Neugebäude, Hallen und noch privat, die sieht, dass das in Deutschland nicht komplett ohne Diskussion ist. Ich denke aber, dass wir das müssen probieren, in die Richtung zu gehen. Und wir müssen dafür aber das Gesetz ändern, wenn wir die aktuellen Reglement Grand Ducal erlaubt. Du kannst nicht ein Reglement Grand Ducal machen, das über das Gesetz rausgeht. Das Gesetz ist von 1993 und das sind wir am Gang noch bei mir am Ministerium auf die Liste zu holen, für da eine Reihe Sachen zu ändern. Auch wenn wir hier am Land allgemein vollsetzen, ist das ganz klar, ohne Agro-PV kommen wir nicht dahin. Das ist nicht einfach, weil den Bauernverbände sind nicht ganz dafür, Ökologie ist nicht ganz dafür, Teile von der Umweltverwaltung sind nicht ganz dafür. Wie gut, mir trotzdem habe ich eine Arbeitsgruppe zwischen Environnement, Agrikultur, eine Menge Ministerien, und wir werden probieren, Anfang nächstes Jahr ein Pilotprojekt zu machen. Und das soll aber dann so sein, dass das wirklich auch mit den Bauern gemerkt wird und dass man Multi-Use machen, natürlich einen Solaranlage plus Gemüsebau oder ob man es schafft, dass man das kombinieren. Aber ich meine, das ist wichtig, und ich hoffe noch, dass all die Leute, die hier im Saal sind, dass sie mich dabei unterstützt. Wir kommen nicht auf die 100 Megawatt pro Jahr, wenn man nicht einen Teil davon auch Agro-PV machen. Dann haben wir noch ein Problem, wo nicht einfach zu lesen, dass wir eine Reihe Gemengen, die in ihrer PAG relativ restriktiv Sachen. Ich meine, da sind wir auch am Gang. Gut, dann da probieren wir alle mit den Gemengen an Gespräch zu kommen. Das heißt, wir werden probieren, an den nächsten 2 Jahren wirklich bei den erneuerbaren Energien, dass wir so einen Rahmen zu haben, dass wir wirklich können Richtung die 100 Megawatt gehen und dann eben noch bei der Wand alles das, was wir gebaut kriegen, dass wir da umsetzen. Aus den Sliden ist natürlich viel gegangen, der erneuerbare Energien, dass der denkt, die müssen die erheben. Ich persönlich bin noch der Meinung, dass es quasi unmöglich ist, dass wir hier autonom gehen. Dafür habe ich auch Gespräche angefangen, zum Beispiel mit Dänemark. Und ich meine, wir sind ein Land, das immens gut am Kern von Europa angebunden ist. Und ich meine, wenn wir auch als Giffen nur ein beteiligen und für Wandparken an darüber mehr schnell können 100% Energie kommen, dann ist das auch ein guter Move. Mit die ganz wichtig Frage neben den Erneuerbaren ist die Energieeffizienz. Und wir sind ein Land, ich meine, mit einer Arcelor, mit einer Dupont, mit einer Cargolux, mit einem Tanktourismus, also wir haben eine Demande von Energie, die ist vielfach von einem normalen Land. Wir sind ein anormales Land an der Demande. Gut, und da muss man auch gucken, wie gehen wir da um. Ich meine, das, was wir gemacht haben, wir haben immer ein neues Reglement gemacht für die neuen Gebäude. Wir haben die beste Norm an Europa,
wat Neugebäier ubelangt. Et gëtt kein anderes europäisches Land, wo all Neugebäi vom 1. Januar 2023 muss fossilfrei sein. Und das muss man auch machen, wenn wir an einem Land sind, wo wir mehr bauen wie an den anderen Ländern. Das ist der nächste Schritt. Da, wo wir nicht da sind, wo ich will sind, aber wo wir müssen hinkommen, als bei der Renovierung. Da muss man auch gucken, dass wir mit dem Handwerker als Lot zusammensetzen. Wir brauchen da ganz andere Modelle. Wir müssen noch ganz Quartier renovieren am Hängen. Sind wir auch an der Stadt Deverding probieren wir ein Projekt zu machen, wo wir über die Einzelhaussanierung weggehen noch an Quartieren, weil wir sonst nicht das Scale kriegen, nicht das Volumen kriegen, den wir brauchen. Gut, und da kommen wir, ich meine, an der Industrie sind immens froh, für die hat eigentlich eine immens Köier geholt, die letzte, die letzte 12, 18 Monate, sie sind wirklich im Trieb, Klimaschutz muss sein. Also geht dem drum immer eine Etude Martine für zu gucken, wie wir all die Großbetriebe noch die Kleinbetriebe wirklich so schnell wie möglich auf Zero Carbon River holen. Da geht ganz viel geht River an Strom und der Rest geht River an geringe Wasserstoff. Geringe Wasserstoff werden wir nicht immens viel zu Lützburg produzieren. Wir da werden wir probieren als für allem und Belgien und Holland uns schließen, weil über Häfen den geringe Wasserstoff wird auf Lützburg kommen. Gut, und da sind wir ein bisschen bei unserer Helger Code, das ist ein Transport. Wir sind an einem Land, schon nach gestrengen Statistiken, sind kein anderes europäisches Land, wo so viel Auto pro Kap gehen. Es gibt auch kein anderes europäisches Land, wo so viel Dickauto gehen, von den Autos. Und dann ist natürlich, ich meine, da sind wir für ein Dilemma. Ich meine, dass das wichtig ist, dass das Molo, das François Bausch massiv öffentlichen Transport, gratis öffentlichen Transport, Tram, Bus, Zug. Dann sind wir natürlich auf finale und Gemengen angewiesen für mehr zu mehr bei den Willowen. Für die Leute sie berät. Wir haben 40.000 Willowen subventioniert an die letzten 2 Jahre über den Kausal Klimafonds. Wir müssen aber mehr auch Wege kriegen, wo es sicher ist. Und das hängt mehr an dem Staat wie an die Gemengen, also mehr um die Gemenge wie im Staat. Das heißt, da brauchen wir wirklich mehr Aktion auch lokale Niveau. An die Elektromobilität ist, und ich finde das viel hin und her gerechnet, auch wenn wir die Tüte machen, wir müssen quasi die Beste in ganz Europa sein, wenn nicht sogar die Beste auf der ganzen Welt bei der Elektromobilität. Das kriegst du die ändern nicht zusammen zwischen einem Land, wo du extrem viel Auto hast, extrem viel Dickauto hast. Das klappt schon zusammen, wenn es dann auch die Eichpass, die darüber springt, ob nicht fossile Auto, na gut, und dafür machen wir da ein Maximum. Ich war ganz froh, das Woche bei der Garage Schloss zu Junglünster haben wir die echt 2 Supercharger, also sie haben die gebaut an einer Garage, das sind die echt 2 private, die entstanden sind. Wir machen der 81 landesweit als Regierung und dann machen wir auch ein Subventionsprogramm, die werden wir noch an den nächsten Wochen noch quasi auf den Weg bringen, für das auch, dass wir Hunderte von privaten Superchargern an einer kriegen, weil wir brauchen die, wenn wir wollen, hierbei sind bei der Elektromobilität. Gut, dann haben wir noch als Kamion, die Erde Berchem, Erde Kapellen, das sind quasi die 2 größten Tankstellen also an Europa vom Volumen. Ne? Also ich wiederhole, Erde Berchem und Erde Kapellen sind die 2 größten Tankstellen vom Volumen hier, vom Verkauf an Europa. Die gute Nachricht ist, Kamion, die gehen auch elektrisch. Und das sind ganz viele Leute, die das noch nicht begriffen haben, die muss ich Katalogen angucken, auch von den Kamionsherstellern. Das, was geschieht, ist, dass also 4,25, da kriegt er die Bewegung, die der Lo bei den Autos hat, Marche, die kriegt er da bei den Kamion. Und die Großfrage, die sich Eis natürlich stellt, als Kreos schnell genug mit einem ganz dicken Kofferkabel op der Erde Kapellen, op der Erde Berchem, op der Erde Wasserbillig, weil Supercharger für Kamion, das ist 1500 Kilowatt. Ich habe gezählt, wie viele Kamion da stehen, dann wirst du verstehen, was das für eine Herausforderung ist. Mit das den einzigen Meier auch, für das wir am Transportbereich, auch an der Logistik, bei einer Kommune eine neue Arbeitsgruppe an der Regierung rund um Logistik für eben noch dem Sektor zu helfen, einerseits über Infrastruktur, und andererseits über eben noch probieren wir das Subsidieprogramm zu machen für den Logistiksektor,
dass die auch Kamion kaufen, dann die elektrisch sind oder Wasserstoff sind. Gut, ich will dann da abhalten und ich meine, wir wollen ja lokal bei der PAD. Das ist eine riesige Herausforderung. Eigentlich müssten wir selber mal am Fuß rennen, dass wir 30, 40 Jahre eigentlich genug wussten. Ich war selber 1990 auf der ersten weltweiten Klimakonferenz, die war nach Demos organisiert von der World, also von der Weltmeteorologischen Gesellschaft. Das heißt, seit 1990 spätestens gibt es eigentlich kein Politiker, den hat nicht müssen wissen, was los wird. Ja gut, Politiker sind auch immer so stark wie die Gesellschaft insgesamt und noch Bewusstsein an der Gesellschaft. Dass die gute Nachricht ist, seit Greta und Sisters and Brothers auf der Straße waren, sind wir als einer Nische-Politik wirklich das an der Gesellschaft ankommen. Und dann natürlich die Elemente, die Verschwemmung, die wir hatten, so traurig wie sie sind, helfen so ganz kurzfristig ein bisschen aufmerksam zu kriegen, Aufmerksamkeit. Das ist Spielen, und ich gesehen habe auch Kollegen aus der Chambre, wir haben eigentlich auch hier in dem Land mit enger Partei, ich muss Ihnen ein Buch schenken, die war Fossil Faschism, muss da lesen, das Buch. Haben wir einen großen Konsens, und dafür bin ich auch ganz froh, dass wir den großen Konsens haben. Hallo geht es darum, dass wir richtig schnell vorkommen. Und ich als Eurosolär ein großes Merci. Das hat mir für 55 zu kommen, das wäre ohne nicht möglich gewesen. Die hat das vorbereitet, und wir merken noch zum Beispiel am Redner Kanton, ich meine Polarshai, das ist kein Zufall, dass Gemeng L und der Redner Kanton, wo der Solarpreis für My Energy gewonnen hat, weil du einfach schon 25, 30 Jahre vor Ort geschafft gehen hast für Solarenergie. Wir können nicht packen, so nicht, dass now or never. Wir dürfen sie immer auch tun. Vielmals merci. Voilà, der Minister hat schon gesagt, die Friede Jall op de Pat, die können ganz viele Sachen erzählt. Dafür leihen du haben am Eck Kalleberg von Eurosolar, die sie bald 100% Bio, die können da bald essen, die können da auch Sachen drum abschreiben, die der Loden oben erzählt. Und nebendran leihen da noch Formuläre von der Weltmember von Eurosolar. Die könnt ihr dann ausfüllen. Mir steht viel von archipv.lu geschwärzt, für Architektur, Ingenieurskunst und Photovoltaik zu kombinieren. Der Minister hat gerade von Agrikultur kombiniert mit Photovoltaik. Du geht es von Eurosolar aus den agripv.lu. Wenn der Welt aktiv ist, bedeutet in der Transition energetik, zum Beispiel Member an einer Kooperative gehen, du geht es biergerpv.lu. Und so nicht, wir sind nachher zu pv.lu Projekten am Gangen. Aber das nächste, was lucken, das ist der Pattobau. Vielmals merci, Felicitationen der Laureaten, der Kandidaturen. Vielmals merci, dass er mitgemacht hat. Und spätestens 2023 freuen wir uns auf ein neues Projekt. Schönen Abend.